Grüß euch benannt und einen Sakrischkurden. Etzka-Spall. Es ist wieder qualitätsoffensiven Zeit. Ich komme nicht dazu. Ich verspreche es euch, ich mache die Scheiße noch. Aber das ist jetzt mehr oder weniger alles an einem Tag passiert. Diese 7 Minuten, wo er festgestellt hat, dass dann die Bambusleitung dann doch zu holzig war. Habe ich mal geschenkt, weil da ist ja nichts passiert. Und er hat wohl jetzt am Abend dann nochmal gestreamt. Er streamt immer nur aus irgendwelchen Zügen heraus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist das vielleicht, weil es im Zug warm ist? Wo das sei. Ich stelle nur Fragen. Was haben wir jetzt hier? TikTok-Stream 3, genervter Bettler. Das ist schon mal vielversprechend. Winklers Liste hat es runtergerissen. Es hat ursprünglich eine halbe Stunde gedauert. Ja. Weil, wir wissen ja, der Rainer, der kann bloß eine halbe Stunde streamen. Hm? Weil, aus Gründen. Ist ein schwer beschäftigter Mann. Und der, also, hat einen ganz festen Zeitplan. Eine halbe Stunde. Ja? Und wenn da mal 5 Minuten drüber ist, dann ist aber holla die Waldfee. Ja? Dafür hat er sich dann gleich nochmal ein paar extra Barne verdient. Naja. Es wird wieder viel gewesen sein. Winklers Liste hat es auf 8 Minuten 20 runtergerissen. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Dann bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehr, reißt's euch a Häube auf. Mir ging einer in Rainer. Drachers Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? So Leute, so, mal ein bisschen quatschen über die Situation aktuell. Es gibt Ja, zur Abwechslung, Rainer. Zur Abwechslung dazu mal quatschen über die Situation aktuell. momentan tierisch wieder auf die Nüsse. Stimmung ist neutral, Mund ist klein, hurra, die Gams, auf, wie geht's? Wovon wird er jetzt reden? Was glaubt ihr? Die Haters? Ich weiß ja nicht. Der redet so selten über die Haters, das wäre schon wirklich riskant, da drauf zu wetten. Mal schauen, was wird. Aber man kann keinen verkackten Schritt gehen, ohne dass einem die Hater am Arsch. Da sind sie wieder. Rainer, es wird sich nichts ändern. Seit Ewigkeiten hockst du dich dahin, die Hater, die Hater, die Hater hier, die Hater da, ich kann nirgends hingehen, weil die Hater, bla 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 bla. Rainer, es wird sich nichts ändern, wenn du nichts änderst. Punkt. Leben. Wie ein hässlicher Pickel. Geht's dir denn soweit gut? Nicht wirklich, tatsächlich. Tatsächlich, Edzardler. Er dachte, dir geht's einwandfrei. Ja, die Erkältung, die du jetzt seit 3 Monaten hast, wird ja jedes Mal wieder besser und dann bist du trotzdem wieder todkrank. Ja, das ganze Wochenende in Straßburg am Bumsen gewesen. Haha. Der Hate wird weniger. Produktionsfirmen stehen praktisch Schlange vor deiner Haustür. Die wollen da unbedingt, da brauchen da 1.000 Euro geben, damit da 4 Staffeln lang durch die Walachei ziehen und Scheiße labern kannst. Ist doch alles super. Rainer, es ist doch alles super. Wegen den Hatern ist es wieder so ein Hin und Her die ganze Zeit und so ein Hin und Her Geeier. Am liebsten würde ich den links und rechts die Fresse einschlagen. Mach doch, Rainer. Mach doch. Da hast wenigstens die nächsten paar Jahre ein Dach über dem Kopf. Na? Brauchst du da schon mal keine Gedanken mehr drüber machen. Allerdings wird sie das dann wahrscheinlich auf eine Stadt beschränken. Wo ist da die nächste JVA bei ihm in der Gegend? Bayreuth? Keine Ahnung. Weil das ist das Einzige, was sie wirklich verdient haben. Weil jedes Mal posten, wo man ist, keinerlei Privatsphäre, keinerlei Privatleben. Rainer, es ist halt wirklich, du provozierst es jedes Mal wieder. Du provozierst es jedes Mal mit deinen hanebüchenen Lügengeschichten über Straßburg und was nicht alles. Und dann, wenn du mal wieder so eine manische Phase hast, in der du dann kommst und sagst, die finden mich nie, bla 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 bla. Und dann kommt halt doch einer und sagt, hey du, ich habe eigentlich die ganze Zeit gewusst, wo du bist.
Ich wollte es halt nicht leaken, aber weil du jetzt wieder wie Arschloch aufgeführt hast, bitte sehr da. Fertig. Und ganz ehrlich, alle Leute haben es schon 1000-mal gesagt, ich lege jetzt das 1001. Mal oben drauf. In der Gegend da, um Emskirchen herum, da wirst du immer wieder gefunden werden. Weil du auch da immer wieder an denselben Orten bist. Bist dann beim Beck oder wo auch immer, beim Landrat. Allen Scheiß, man findet dich. Ohne dich zu suchen. Man läuft dir da einfach über den Weg. Du müsstest komplett woanders hingehen. Am besten, wo der Bevölkerungsaltersdurchschnitt irgendwo bei 70 liegt. Ja? Da kennt dich kein Schwein, da hast du deine Ruhe. Dann mit Streamenden aufhören und dann Herrgott einen guten Moos einlassen. Und dann auch noch das Schlimmste, dass sie jedes Mal auf Menschen losgehen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Rainer, das ist nicht das Schlimmste, das findet so gut wie nie statt und dir geht es am meisten am Arsch vorbei. Dir geht es am meisten am Arsch vorbei. Du nimmst es jetzt als Strohmann-Argument, dass du sagst, ja, die gehen auf andere Leute los. Es ist ja nicht wegen mir, weil ich bin der selbstlose Drachenlord. Gell? Ich habe die Stärke, die es braucht, um das zu ertragen. Ich bin praktisch Jesus und Buddha und Gandhi, alles in einem. Aber andere Leute, die tun mir so fürchterlich leid, die da überhaupt nichts dafür kennen. Rainer, halt dein Maul. Es ist dir geschmeidig scheißegal, wer da irgendwo mit Neizung wird. Es ist da vollkommen wurscht. Und wenn sie beim Beck alle ihren Job verlieren und eine komplett neue Truppe reinkommt, dann sitzt du am nächsten Tag trotzdem wieder drin. Das ist dir vollkommen scheißegal. Das ist für dich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste für dich ist, dass du deine scheiß Internetbettlerei nicht unbehelligt weitermachen kannst und dass du den Leuten nicht irgendwelche Lügenmärchen auf den Bauch schnallen kannst. Ohne dass jemand kommt und sagt, Moment einmal, Rainer, das stimmt so nicht. Du lügst. Moment einmal, Rainer, du hast dieses und jenes gemacht. Dass du deine komische Anti-Mobbing-Fabel nicht ungestört verbreiten kannst, ohne dass immer jemand da ist und sagt, Moment, das ist gelogen. Weil du nämlich willst, dass du das einfach so erzählen kannst, damit dir die Leute dann Mitleidsbarrende geben. Die Leute, die entweder komplett kernbehindert sind oder die sich mit deinem Fall nicht auskennen. Und das geht da richtig auf den Sack. Das geht da richtig auf den Sack, weil es macht sich im Geldbeutel bemerkbar. Diese Interventionen seitens der Hater machen sich im Geldbeutel bemerkbar. Und das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Das kehrt sie so. Weil du hast nämlich gar nichts verdient. Überhaupt nichts. Wenn du schon mal eine Zeit lang am Existenzminimum leben müsstest, wäre es auch nicht verkehrt. Vielleicht darfst du mal 2-3 Kilo abnehmen. Das darf der Quiz nicht schauen. Ich meine, weil damit schadet man dann nicht, das ist der größte Kindergarten, den es überhaupt gibt. Und ich kann mir das echt nicht vorstellen, warum man das machen müsste. Wir sagen es dir seit 10 Jahren. Also ich sag's dir nicht seit 10 Jahren, ich bin erst seit ein paar Jahren im Game. Aber es haben andere Leute, die letzten über 10 Jahre regelmäßig gesagt, Rainer, lass bleiben, Rainer, das und das ist der Grund, Rainer, das und das. Ich weiß gar nicht warum. Ich verstehe das alles nicht. Ja, da bist du ja vielleicht hagelblöd. Wenn man über 10 Jahre lang jeden Tag gesagt kriegt und man hat es danach immer noch nicht begriffen, dann liegt es vielleicht darin, dass man vielleicht ein bisschen blöd ist. Was hast du heute im Café gegessen? Gar nichts. In welchem Café? Leute, In welchem Café? Ach, Rainer. Wie gesagt, ich hab das letztens schon mal in einem Video gesagt. Man möchte meinen, dass wenn jemand notorisch lügt, wenn einer 10 Jahre lang nichts anderes tut als lügen, jedes Mal, wenn er sein greiseliges Schandmaul aufreißt, dass er dann irgendwann einmal besser drin wird. Leider nein, leider gar nicht. Der Rainer kriegt das einfach nicht geschissen. In welchem Café? Ich weiß überhaupt nicht, von was ihr da redet. Komm, Rainer. Komm, Rainer. Letzte Woche haben mich Leute im Zug nach Stuttgart gesehen, dann haben sie mich im Zug nach Nürnberg gesehen, dann haben sie mich in Emskirchen beim Bäcker gesehen und dann haben sie mich noch in Berlin gesehen. Und das alles zur selben Zeit. Ja, genau. Und die Hälfte von dem, was du gerade verzeiht hast, war wieder gelogen. Was weiß ich. Irgendwer wird dich schon gesehen haben.
Es sieht dich immer irgendjemand. Das ist ja das Großartige an deinem tollen Internet-Fame, den du dir aufgebaut hast. Du hast dir tatsächlich genügend Menschen gegen dich aufgebracht, dass es immer irgendwo jemanden gibt, der dich erkennt und sagt, da ist er, der Dicke. Und ich wette was, dass du plump idiotisch versuchst, irgendwelche Falschinformationen über dich zu streuen und dir dann denkst, hahaha, die blöden Haters, die werden da gewiss drauf reinfallen und dann verbreite ich jetzt einmal selber über irgendwelche Wege, ich wäre angeblich in Berlin oder sonst irgendwas. Und dabei bin ich in Stuttgart oder keine Ahnung. Und dann funktioniert das nicht, weil du ein Vollidiot bist und jeder das sofort durchschaut und weil es glasklare Beweise gibt, dass es anders ist, dass du woanders bist und dann wirst du wieder matt. Dann wird der Mund ganz klein und die Stimmung neutral und dann denkst du, diese scheiß Hater, jetzt haben sie mich schon wieder, jetzt Hatler. Ja, die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Ja, wenn du nur mit der Provokation aufhören darfst, das wird wahrscheinlich mindestens ein Drittel den Hate abschwächen. Nur die Provokationen. Nur dieses permanente, ich bin ja hier und haha, ihr seid so blöd, ihr habt es tatsächlich geglaubt und diesen ganzen Scheiß. Wenn du das bleiben lassen würdest, dann wird es schon wirklich signifikant weniger werden. Und das machst du aber nicht. Weil du dir zwischendurch dann immer doch wieder der Allergrößte vorkommst und du denkst, hahaha, ich bin's ja, der große Puppenspieler. Und dann hockst du die wieder hin und sagst, ja, ihr habt's gemeint, ich wäre da, aber ich war da, ihr seid alle so blöd. Und dann heißt du, ja, okay, gut, dann bist halt wieder geleakt. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, hast richtigen Erfolg wieder erzielt. Also, ich verstehe nicht, warum sie mich nicht endlich leben lassen. Rainer, du verstehst überhaupt nichts. Und wie gesagt, das wird dir seit über 10 Jahren täglich gesagt, warum das so ist. Und du willst es einfach nicht akzeptieren. Und ich wiederhole mich auch da. Knast oder einen gesetzlichen Vormund. Die 2 Sachen wären die Optionen gewesen. Die hätten das Game sofort beendet. Knast wahrscheinlich eher temporär. Wenn es jetzt wirklich für 2 Jahre verknackt hätten, wärst du in 1,5 Jahre wieder rauskommen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeine Therapie so weit gefruchtet hätte, dass du dann gesagt hättest, nee, das war alles dumm und ich lasse es jetzt bleiben und ich lebe jetzt ein normales Leben außerhalb vom Internet. Möglich, aber unwahrscheinlich. Du hättest dann nach ein paar Monaten wieder angefangen und dann wäre der ganze Scheiß wieder von vorne losgegangen. Gesetzlicher Vormund, der dir sagt, Rainer, das darfst du nicht, der es dir wirklich verbieten kann, Content im Internet zu machen und der eine Hand über alle Finanzen hat, das wäre der Weg aus der Misere. Jemand, der dir den ganzen Tag sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Rainer macht es, Rainer lasst es bleiben. Rainer Halt's Maul. Das wäre der perfekte Ausweg aus deinem jämmerlichen Leben. Aber das wird leider nicht passieren, ne? Weil alle Leute Angst haben, dass sie dann irgendwie als Unterstützer des Internet-Hassmobs dastehen. Wenn dich ein Richter dazu verurteilen würde, dann heißt es ja, ihr Richter ist auch ein Hater, etc. Und dann gäbe es dann Mods Zinnober und das will sich keiner antun. Und dann sagt man halt, ja, weißt du was, dann schickt man nochmal raus auf Bewährung und hoffen wir, dass er bis das nächste Mal irgendwie Scheiße baut, davor irgendwie sich das Problem von alleine gelöst hat. Und wenn er dann doch wieder kommt, hoffen wir, dass er anderer Richter ist, der da beim nächsten Mal da dort sitzt. Fertig aus. Ich glaube, auch so hat der Rainer seinen Führerschein gekriegt. Ich glaube, dass die den einfach, der ist wahrscheinlich 5-mal durch die Führerscheinprüfung gerasselt und dann hat dann irgendwann der Prüfer gesagt, weißt du was, ich gebe dir jetzt den Führerschein einfach, damit ich dein greisliches Gesicht nicht mehr sehen muss. Nimmen und fahr dich kaputt. Auf Wiedersehen. Was ist das denn? Wisst ihr, ich kann nichts in meinem Leben machen.
großen Aufträge, noch habe ich die großen Sponsors, noch habe ich die, ich weiß nicht, ich hab nichts von alledem, was ich bräuchte, um ein halbwegs vernünftiges Leben zu führen. Und das Ja, richtig, Rainer. Und jetzt musst du den Gedanken nehmen und dann musst du ihn weiterspinnen und dann zu einer entsprechenden Konklusion kommen, dass du sagst, okay, ich habe die letzten 10 Jahre das und das gemacht, vor 10 Jahren hatte ich, jetzt habe ich nicht, das heißt, das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, war offensichtlich falsch, deswegen werde ich ab jetzt genau das Gegenteil tun, in der Hoffnung, dass dann wieder was kommt. Oder du kannst natürlich sagen, ich zieh durch. Und ich bin erst besiegt, jetzt klar, wenn ich tot bin. Das kannst du natürlich auch machen. Aber dann wird sich nichts ändern. obwohl ich eigentlich, ich hätte eigentlich alle Bausteine dafür. Aber Rainer, du hast einen Scheiß. Rainer, du bist ein kernbehinderter Dorftrottel. Und ist der Zirkus noch so klein, einer muss der August sein. Und der August, der bist du. Und wenn du nicht mehr der August sein willst, dann musst du die Schminke aus dem Gesicht waschen und raus aus dem Zelt. aufgrund des ganzen Negativen habe ich nichts Positives. Ich kann aus dem Ganzen... Wow. Wow, Rainer. Aufgrund des ganzen Negativen habe ich nichts Positives. Ist die Erkenntnis des Tages, soll ich mal sagen. Seit ich meine Hosen geschissen habe, ist meine Hosen nicht mehr sauber. Um es jetzt einmal in einem Beispiel zu bringen, das für dich nachvollziehbar ist. Praktisch eine Situation aus deinem Alltag, die du gut kennst. Negativen nichts Positives herausziehen, weil ich gar nicht die Chance dazu bekomme. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Müde bin ich, ja. Ich habe aber auch nur eine Stunde geschlafen heute Nacht. Wo ist deine Freundin? Ich habe keine Freundin, ich bin Single. Zumindest soweit ich informiert bin, außer ich habe mich irgendwo vertan. Leute, mit jemandem ins Bett zu gehen und mit jemandem eine Beziehung zu führen, sind 2 Paar Schuhe. Beim Jobcenter war ich gar nicht. Und beim Rainer, besitzt du denn 2 Paar Schuhe? Fragen wir es mal so. Das Bild ist ja wieder großartig, Leute. Bitte macht euch da wieder einen Screenshot davon. Einwandfrei. Oh Mann, da ist der Arbeitsspeicher mal wieder überlastet. Ich war auch beim Landratsamt nicht tatsächlich. Ich war bei der Gemeinde Emskirchen. Das war wieder mal so eine Nummer für sich, weil die Gemeinde Emskirchen nämlich am Faschingsdienstag so gehabt hat wahrscheinlich. Kirchen mal wieder meinte, die muss mich wieder abschieben. Die haben mich gleich wieder mal nach Nürnberg verfrachten wollen. Da, wo die mich hin verfrachten wollten, ich habe mir mal die Kommentare und die Rezensionen und so weiter angeschaut. Ich war da noch nie. Und trotzdem sind da lauter Kommentare, die eindeutig auf mich gemünzt sind. Von wegen Hater, von wegen 300-Kilo-Typ, von wegen Rumgebrülle und lauter so ein Zeug. Das ist typisch Hater. So. Wisst ihr? Ja, und? Und jetzt, Rainer? Und jetzt? Also angenommen, jetzt nehmen wir mal ganz kurz einmal an, dass das tatsächlich wahr ist, was er jetzt gerade verzapft hat. Und weiter? Ja, und da haben die wieder mal Leute und eine Situation herbeigeführt, was total für ein Arsch ist so. Warum hörst du nicht auf, dich so im Internet zu präsentieren? Das ist eine valide Frage, Rainer. Also das fragt sich jeder normal denkende Mensch. Warum, wenn man dieses Echo bekommt, warum macht man dann diese Scheiße immer weiter? Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keine Antwort dafür. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum du das immer weitermachst. Ja, Öffentlichkeit macht angreifbar, aber Öffentlichkeit, eigentlich ist es egal. Öffentlichkeit bringt auch Barne. Also, wenn ihr wisst, wo ich hinfahre. Das sorgt auch dafür, dass man zum Beispiel über Sachen informiert wird. So. Nein, Rainer, das sorgt nicht dafür, dass man über Sachen informiert wird. Rainer, diese Öffentlichkeit bringt Barne. Ja, ich weiß nicht, Nordbayern und wer dich nicht alles interviewt hat im letzten Jahr, die haben da alle immer ein bisschen Kohlen dagelassen. Und damit hast du immer ein bisschen über Wasser halten können. Und wenn das nicht mehr wäre, müsstest du eine alternative Einnahmequelle suchen. Und da bleibt nicht viel. Da bleibt Hartz IV oder Arbeiten. Warum Arbeiten keine Option ist, wissen wir. Erstens, weil du faul, zweitens, weil du unfähig bist.
Und drittens, weil du dich behindert gefressen hast und hageldumm bist. Dann bleibt nur noch Harz aber 4. Und von Harz aber 4, da kann man sich halt nicht eine VR-Brille für 1200 Euro oder einen Ford Ranger für 40.000 Euro oder so einen Kram kaufen. Sondern mit Hartz IV muss man ganz kleine Brötchen backen. Ist schlecht, wenn man eigentlich der große Zampano sein will. Der Protzlord, der angibt, weil er uninteressant ist und einen widerlichen Charakter hat. Und weil alles, was für ihn was bedeutet, irgendwie materiell ist. Ja, der jedes Mal, wenn er wieder ein neues Spielzeug hat, sich vor die Kamera setzt und sagt, ich habe ein neues Spielzeug und ihr nicht. Der Ranger ist so ein Monster, etc. Hier die Grafikkarte ist ein richtiges Monster. Ja, Republic of Germans, du Vollidiot. Du, ganz ehrlich, das ist auch immer so eine Sache, die mich immer... Die VR-Brille, die du zweimal benutzt hast, da hast du Motion Sickness gekriegt, wie wir es alle vorausgesagt haben. Und dann ist sie in der Ecke gelegen für 1200 Euro. Aufregt. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie anstrengend das teilweise sein kann, immer Videos und Streams zu machen? Nein. Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie anstrengend das sein kann, Videos zu machen. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn man sich da hinsetzt und 2 Stunden lang irgend so einem Vollidioten beim Scheiße labern zuschaut, das ist schon anstrengend. Ich habe das Projekt, was ich mit einem Kumpel gemacht habe, wie gesagt, was bis jetzt noch nicht veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich kommt es auch nicht mehr, aber da haben wir pro Sitzung sind wir 3 Stunden da gehockt. 2,5 bis 3 Stunden. Da war ich fertig danach. Da war ich komplett fertig. Was du da machst, ist Horseshit, weil du einfach sagst, ich sitze gerade im Zug, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, bis ich da bin, wo ich hin will. Dann setze ich mich hin, mach den Stream an und laber ein bisschen einen Schmarren. Das ist keine Arbeit, Rainer. Immer den Leuten gerecht zu werden, immer zu versuchen, irgendwie sein eigenes Leben nicht beeinflussen zu lassen und trotzdem irgendwie sein Ding durchzuziehen, während dann Tausende und Abertausende Leute einen ständig versuchen zu ändern, weil sie mal irgendwas, was eine... Rainer, du musst dich ändern. Alles an dir ist falsch. Alles. Normalerweise, egal was für ein Grattler einer ist, normalerweise die meisten Leute haben irgendwo noch irgendwas an sich, wo man sagt, okay, das ist eine ganz scheiße. Okay, in dem und dem Bereich ist er vielleicht der Arschloch, aber in anderen Bereichen ist er dafür bei dir nicht, Rainer. Rainer, du hast keine einzige positive Eigenschaft. Was man macht, ihnen nicht passt. Dann bist du immer so aggressiv. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich versuche euch etwas klar zu machen. Was irgendwie... Du bist überhaupt nicht aggressiv. Du hast aber vor ein paar Minuten gesagt, dass du den Leuten gerne irgendwie die Schnauze einschlagen würdest. Überhaupt nicht aggressiv, Rainer. Das sage ich auch immer, wenn ich total tiefenentspannt bin. So während der Meditation. Und dann schlage ich den Leuten die Schnauze ein. Rainer, hörst du dir beim Reden eigentlich zu? Scheinbar jedes Mal untergeht. Niemand zwingt dich, Videos zu machen. Das ist korrekt. Das ist aber meine Arbeit. Rainer, das ist keine Arbeit, was du da machst. Rainer, dich hier auf der Kleinkinder-Internet-Plattform zum Affen zu machen, mit Barne beschmeißen zu lassen, ist keine Arbeit. Ich versuche Leuten gerne mal aufzuzeigen, wie schlimm und wie aggressiv und wie asozial Mobbing sein kann. Schaut doch mal mein Leben an. Die Hater haben alles kaputt gemacht. Nein, keiner. Du hast alles kaputt gemacht. Wir haben uns Popcorn gemacht und haben zugeschaut dabei. Ja, wegen Hatern habe ich kein Haus mehr, wegen Hatern habe ich keinen Führerschein mehr, wegen Hatern habe ich eine Anzeige oder eigentlich mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Rainer, du hast nicht nur Anzeigen, du bist verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das wäre alles nie passiert, wenn... Rainer, du bist ein verurteilter Straftäter und damit haben die Haters überhaupt nichts zum Tor. Du bist derjenige, der die Wahl gehabt hat, besprühe ich die Leute mit Pfefferspray, ja oder nein? Beschmeißt die Leute mit Ziegelsteinen, ja oder nein? Hau ich den Leuten eine Taschenlampe über den Kopf, ja oder nein? Beleidige ich im Livestream im Internet die Polizei, ja oder nein? Das waren alles bewusste Entscheidungen, die ganz alleine du getroffen hast. Du hättest dich in jeder dieser Situationen fürs Richtige entscheiden können. Aber du hast dich in deinem Leben noch nie fürs Richtige entschieden. Du hast immer den falschesten Weg genommen, der es geht. Diese Leute mich einfach in Ruhe gelassen hätten und mein Ding durchziehen hätten lassen. Aber nein, man kann einen anderen Menschen nicht sein Leben führen lassen. Das wäre ja geradezu strafbar. Nein, es gibt Tausende. Es gibt Tausende von Dullis, die in diesem Land
auf TikTok oder auf YouTube oder auf was weiß ich eine Internetpräsenz besitzen, die vollkommen in Ruhe gelassen werden, scheißegal wie erfolgreich sie sind. Und scheißegal wie dumm sie sind oder scheißegal wie dick sie sind. Die vollkommen in Ruhe gelassen werden. Ich meine, jeder hat ein, zwei Hater. Wenn du im Internet umeinander bist, ich habe auch Leute, die haben meine Scheiße hier abonniert, die schauen sich die Videos gar nicht an. Die haben das einfach nur abonniert, oh, er hat ein neues Video rausgebracht, kurz anklicken, Daumen nach unten und wieder weg. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn dich das ganze Internet hasst, dann bist du derjenige, der was falsch gemacht hat. Weil es gibt ja offensichtlich tausende andere Beispiele, die unbehelligt ihren Scheiß durchziehen können. Warum ist es bei dir nicht so? Sind die in einem anderen Internet unterwegs? Nein. Die sind genau im selben Internet wie du. Dann wird's vielleicht, haben die ein anderes Publikum? Nein. Es gibt die 3 Faktoren und dann bist du derjenige, du bist das letzte Glied, was übrig bleibt, an dem es liegen kann. Ausschlussverfahren, Rainer. Was, du siehst nicht so fit aus. Ach doch, es geht schon, alles gut. Was die Hater machen, wahrscheinlich... Vorhin war er nur saumüde, weil er 1 Stunde bloß geschlafen hat. Jetzt heißt, du siehst nicht so fit aus. Nee, ist alles gut. Wahrscheinlich ist davon viel gelogen. Aber, er sagte aber. Wieso sagt er aber? Weil es immer ein Aber gibt. Und von den Hatern ist relativ wenig gelogen. Kommt auch vor. Kommt aber eher selten vor. Der Lügenlord, der bist nämlich du. Mal wieder. Also pass mal auf. Jeder von euch hat mit Sicherheit auch schon mal gelogen. Wie sagt man so schön, wer frei von Sünde oder in unserem Fall wer frei von Lüge ist, werfe den ersten Stein. Das Problem ist, den ersten Stein, den hast immer du geschmissen. In jeder Situation. Das ist das Problem. Den ersten Stein hast du geschmissen. Die Steine der Hater sind danach gekommen. Und ja, jeder lügt einmal. Vollkommen klar. Einmal. Aber du bist ein notorischer Lügner, der die Zahlschweine, die er auserkoren hat, damit sie ihm sein Lotterleben finanzieren, permanent anlügt. Und ich verrate jetzt einmal ganz großes Geheimnis, ja. Unter uns. Leute, die dir wohlgesonnen sind und dich mit Geld beschmeißen ohne großen Grund, lassen sich nicht gerne anlügen. Überraschung, Rainer. Überraschung. Es gibt keinen Menschen, der noch nie gelogen hat. Man lügt immer irgendwie. Hast du das Haus nicht selbst verkauft? Wieso sind die Hater schuld? Ich habe das Haus verkauft, weil ich dazu gezwungen war. Nein. Rainer, du warst nicht dazu gezwungen. Du hättest auch das Haus behalten können. Dafür deinen YouTube-Kanal stilllegen für 2 Jahre. Du hast immer eine Alternative gehabt. Du wurdest nicht gezwungen. Es ist nicht so gewesen, dass irgendjemand zu dir hergekommen ist, den mit der Waffe bedroht hat und gesagt hat, Rainer, unterschreib jetzt diesen Kaufvertrag, ansonsten blase ich dir deinen kreisligen Rindschädel von den Schultern. Nein, hat keiner gemacht. Du hast gesagt, ja, was brauche ich? Ein Dach über dem Kopf? Ich bin doch Internet-Fame, etc. Und dann hast du gesagt, ja, das Haus hat seine Schuldigkeit getan, weil ich habe es die letzten 10 Jahre nämlich geschmeidig runterkommen lassen und aktiv zerstört. Ne, und der Schaden, den die Hater da angerichtet haben, ist marginal im Vergleich zu dem, was du da drinnen angerichtet hast. Wir haben gesehen, was das für ein apokalyptisches Wasteland-Szenario war in deinem Haus bei deiner letzten Roomtour und bei dem, was die Leute, die dann danach noch drin waren, bevor es abgerissen worden ist, noch gefilmt haben. Das war Ruine. Und da hat keiner von den Haters ist irgendwie reingegangen und hat die Bredel von der Wand gerissen oder den Putz von der Wand geschlagen, dass die Kabel in der Wand freigelegt waren. Kein Mensch hat auch Löcher in die Türen gebohrt und irgendwelche Kabel dadurch verlegt. Kein Mensch hat irgendwelche Räume mit Sperrmüll bis unter die Decke und mit alten Müllbeutel vollgestopft und dann einfach die Tür zugemacht, damit das Elend nicht mehr sengen muss. Keiner von den Hatern war das. Du warst es. Was hätte ich denn für eine Wahl gehabt? Wir Menschen belügen uns oft genug selbst, einfach aufgrund der Tatsache, weil wir von uns selber nie das Schlechteste denken. Das mag richtig sein. Es gibt aber auch Leute, die sich dann zwischendurch mal wirklich objektiv reflektieren und zu sich selber sagen, war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau. Oder da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen eine Arschlochaktion geschossen. Soll es geben. Es gibt auch Leute, und jetzt Rainer, jetzt halt dich fest,
Die will richtig massiv Scheiße gebaut haben. Und jemand spricht sie darauf an und sagt, hey, da hast du richtig massiv Scheiße gebaut. So, das war nicht in Ordnung. Die dann sagen, ja, da hast recht. Tut mir leid. Und danach ein Punkt. Kein Aber, keine Ausredentirade, kein Bullshit, sondern einfach nur, ja, da habe ich mich wie ein Arschloch verhalten und das tut mir leid. Ich weiß, das ist ein vollkommen neues Konzept für dich, aber solche Menschen gibt's. Und solche Menschen, die haben deutlich weniger Hater wie du. Zufall? Ich weiß ja nicht. Keiner von den Hatern glaubt, dass er wirklich böse ist. Keiner von den Hatern glaubt, dass er wirklich schlecht ist. Vielleicht wissen die einen oder anderen irgendwie in dem inneren Jahr, das ist eine falsche Aktion oder das ist eine beschissene Aktion, aber das hilft nichts. Die machen es trotzdem. Hast du nicht gerade 10.000 Euro verjubelt? Hä? Vor allem, wann habe ich 10.000 Euro gehabt? Rainer, hast du jetzt einen Schlaganfall gehabt oder was? Ist es jetzt endlich soweit? Rainer, wovon hast denn du die letzten Monate gelebt? Da, wo du dich so laut eigenen Aussagen so sehr aus dem Internet zurückgezogen hast. Wovon hast du denn da gelebt? Rechne es dir doch einmal auf, was das gekostet hat in diesen Monaten. Und dann kommt man schneller mal auf 10.000 Euro. Und die müssen ja irgendwo herkommen sein, oder? Die wirst ja schlecht unter der Matratze gefunden haben. Irgendwann bin ich mal zu langsam mit dem Muten. Wobei es im Moment eigentlich eh keine Rolle spielt. Man konnte hören, was gesagt wurde. Du kannst eigentlich nicht hören, was gesagt wurde. Aber man kann ja auch schön rumdrehen. Ich weiß, dass man es nicht gehört hat. Das war mal wieder typisches Hater-Gelaber. Eigentlich sollte ich jemanden mit so eine Aussage raushauen. Ja. Bannhammer schwingen, nö. Scheiß auf Hater. Habe ich darauf reagiert? Nö. Doch, Rainer. Doch, gerade eben. Ach ja, es ist wieder... Also mit so einem Profil würde ich mich aber nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich finde die Hater unter aller Sau, ja. Hat er jetzt da gerade was vorgelesen aus dem Chat oder hat er das selber gesagt? Hat er jetzt gerade andere Leute geflamed wegen ihrem Äußeren? Er? Der greisligste Fettbeitel von ganz Franken? Respekt, Rainer. Respekt, ja. Du bist ein wunderschöner Mensch. Alle anderen schauen scheiße aus. Ja, das finde ich auch definitiv. Das ist ja auch echt total daneben. Das kann ja wohl auch echt nicht sein hier. Keine Ahnung, aber ich feiere dich halt wirklich sehr. Dankeschön. Leute. Die Leute, die ihm sowas reinschreiben, die kennen so, ey, ganz ehrlich. Schwierig. Warum sollte ich... Rainer, hör auf mit diesem scheiß Knutschfleck, in Anführungsstrichen, zu flexen. Hör auf. Ich kann da mit einem Jägermeister-Stammball und einem Streichholz kann ich dir so ein Ding machen. Da braucht es überhaupt nicht viel. Es ist gut jetzt. Ja? Du hast es versucht, es hatte mal wieder keiner geglaubt. Lass es bleiben. Ich mir einen Job suchen, wenn ich einen Job habe. Ich habe doch einen Job. Ich habe sogar mehrere Jobs, wenn man es genau nimmt. Ja, du bist Versager und Widerling und Internetidiot. Ja? Nee, gesagt, eigentlich spielt es keine Rolle. Wir machen dich wieder rein. Wenn es keine Rolle spielt, warum versuchst du es dann trotzdem jedes Mal wieder zu muten? Rainer, versteht mich jetzt nicht falsch, aber... Rainer, wir verstehen dich schon immer sehr richtig. Und einfach versteht mich nicht falsch zu sagen, bevor man widerliche Aussage tätigt, macht die nicht weniger widerlich. Für die Aussage müsstet ihr deutlich mehr Barren, also mehr. Ja. Da haben wir es wieder. Das ist das, was bei dir im Oberstübchen vorherrscht, der Gedanke. Barne, Barne und wieder Barne. Die müssen her. Und zwar flotto. Und zwar ohne irgendwie möglichst einen Gegenwert dafür zu bringen. Einfach nur Barne. Ja, Coins raushauen, mehr Diamanten raushauen. Denkst du, du kriegst einen YouTube-Account zurück? Da YouTube sich ja weigert, sich vernünftig zu erklären. Nein, die müssen sich nicht vernünftig erklären. Die haben das Hausrecht auch, Rainer. Die haben AGBs, in denen steht drin, was du zu tun und was du zu unterlassen hast.
Und wenn du die Dinge, die du zu unterlassen hast, nicht unterlässt, dann wirst rausgeschmissen. Das ist bei YouTube so wie in der Kneipe. Wenn du in der Kneipe an die Bar brunst, dann schmeißen sie die an aus. Und zwar zu Recht. Und dann kannst du auch nicht sagen, die erklären sich gar nicht richtig, Herr Zettler. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich werde hier unfair behandelt. Ich kann überhaupt gar nicht meinen Punkt vorbringen. Ja? Dass ich einen guten Grund gehabt habe, warum ich an die Bar brunst habe. Nein, Rainer. Nein. Und auch die Hotels, bei denen du Hausverbot hast, die haben alles Recht dazu zu sagen, Herr Winkler, wir wollen nicht, dass Sie in unserem Haus leben. Und dann hast du das zu akzeptieren, genauso wie du es zu akzeptieren hast, wenn eine Frau zu dir sagt, Rainer, ich will nicht, dass du mich anlangst und ich will nicht, dass du mir Pimmelbilder schickst und ich will nicht, dass du in irgendwelche widerliche Art und Weise dich bei mir meldest und deine greisligen Bumsknödel-Fantasien kundtust. Weigert, mir zu antworten und sich weigert, mit mir überhaupt zu sprechen, denke ich nein. Ich finde, die Preise sind sowieso zu teuer allgemein, aktuell. Es ist völlig irrelevant, wo du hingehst oder was du machst oder was du willst. Die sind alle zu teuer. Entschuldigung. Es gab keinen Journalisten. Angebot als Hat noch nie sowas wie einen Journalisten gegeben. exklusives Interview angenommen. Bisher noch nicht. Der Journalist ist das gleiche wie der Boogeyman oder der Weihnachtsmann oder der Osterhase. Ja, die gibt's alle gar nicht. Nein, ich habe keine Unterkunft für heute Nacht. Zumindest noch nicht. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ich helfe dir bei YouTube. Den Manager von Halb Deutschland. Ah ja. Ja, komm, nice try, lieber Dude, wer auch immer das geschrieben hat. Ja, im Stream störst du vielleicht die anderen Fahrgäste. Deswegen bin ich ziemlich ruhig. Ja, richtig ruhig, Rainer. Rainer, du sitzt mit einem Gaming-Headset auf deinem kreisligen Schwellschädel in einem öffentlichen Verkehrsmittel und motzt dein Handy an. Weißt du, wie das für andere Leute in diesem Zug ausschaut? Wie wenn du nimmer alle hier Waffeln an der Latte hättest, so wie du das sagst. Was ja wohl auch der Wahrheit entspricht. Melde dich gerne, ich belege Was? Gerne. dir das. Nichts schon gut, aber meinst du nicht, dass es eine etwas unseriöser ist, einen neuen Kunden anzuwerben? Abend lässt dir wieder ein Bart stehen, fand ich schon die immer. Mal abwarten. Bart ist sehr ungepflegt, das gefällt mir nicht. Bin auch kein großer Burger-Fan. Bart ist nicht grundlegend ungepflegt. Ein Bart muss halt gepflegt werden, Rainer, und das machst du nicht. Den Bart pflegst du halt genauso gut, wie du den Rest von deinem Körper pflegst. Und die Pflege, die du dem Rest deines Körpers angedeihen lässt, die sieht man ja offensichtlich. Keine Ahnung, ob ich abgenommen habe. Hast du ein Monatsgeld für die Bahn? Wer weiß? Ach, Leute. Wer weiß, das heißt ja, weil der Rainer sich gedacht hat, wenn ich mal ein Monatsticket für die Bahn kaufe, ist es günstiger, als einen Monat lang im Hotel zu leben, weil da hätten vielleicht gerade nur die 70 Euro gelangt. Schade, dass es dieses 49-Euro-Ticket noch nicht gibt, das aus Rainers Sicht. Sonst hat er sich das kaufen, Miete gespart. Und dann hat er einfach am Bahnhof und in Zügen leben, weil da ist schön warm. Und von da aus kann man auch streamen. Rainer, das ist doch ein großartiges Ding. Wirst du so als richtiger Landstreicher werden. Im Zug leben oder dann halt am Bahnhof im Warteraum über die Nacht sitzen und sagen, ja, ich warte auf den ersten Zug, hier ist mein Ticket. Traumexistenz, Rainer. Eine Traumexistenz. Du hast das richtig geschafft. Hört halt auf mit eurem Kindergartenfragen jedes Mal. Lieblingsenergy, Lieblingsessen, Lieblingstrink, Lieblingsgar, Lieblingsbla. Was soll denn das immer? Die Mehrheit der Menschen. Rainer, das sagen die, weil es dich triggert. Und es funktioniert ja offensichtlich. Und solange es dich triggert, wird es weiter gefragt werden. Versucht immer irgendwie in Konkurrenz zu gehen. So, was ist das Lieblings davon? Also was ist dein Favorit? Was ist dein Favorit von dem Essen? Ganz ehrlich, Leute, es ist doch lächerlich. Es gibt Sachen, die ihr mögt, richtig? Und es gibt Sachen, die ihr nicht mögt. Es gibt Sachen, die ich mag, es gibt Sachen, die ich nicht mag. Warum muss irgendwas besser sein, das kann ich nicht mit Motorhead vergleichen? Das geht nicht. Nein, zurzeit zocke ich nichts. Ne, nicht. Weil du im Zug nicht zocken kannst. Gar keine Zeit zum Zocken.
weiß auch nicht, wie du dir das vorstellst. Wie weit bist du bei Harry Potter? Ich habe 7 Folgen oder so, die ich noch nicht hochgeladen habe. Wie geht's dir aktuell wirklich? Was würde dir diese Information bringen? Schadenfreude, Rainer. Schadenfreude würde mir die bringen. Nächste Station. Was ist so den ganzen Tag? Momentan arbeite ich vor allem an einem Projekt. Ja. Er arbeitet an seinem Projekt. Rainer, es ist bald Endstation und nicht nur bei dem Zug, in dem du gerade sitzt. Wie viel ist dann Hab und Gut noch wert? Es kommt darauf an, was die Leute dafür zahlen. Theoretisch gesehen kann ich eine leere Pfandflasche für 5 Euro verkaufen, solange ein Autogramm drauf ist. Er ist derjenige, der andere Leute als Schweinchen schlau bezeichnet, gell? Also, um sich das nochmal in den Hinterkopf zu rufen. Und das muss dafür noch nicht bei meiner eigenen sein. Was für ein Projekt? Davon habe ich heute Morgen im Stream schon gesprochen. Mache ich jetzt halt nochmal. Das habe ich 1000-mal gesagt, der Zettler. Wir sind jetzt etwa 27 Minuten dabei und ehrlich gesagt, ich bin gerade ziemlich lustlos. Tschüss. Lustlos, Lord. Ein neues Format. Ja. Stimmung ist neutral. Mund ist klein. Der Endorphin-Flash irgendwie von der Lügengeschichte, die er sich da über sein Abenteuer am Wochenende ausgedacht hat, hat wohl nicht lange gehalten. Für schnelle Bedürfnisbefriedigung durch Dreckfressi beim Beck ist wahrscheinlich nicht genug Barne da. Da kann die Stimmung schon mal in den Keller gehen. Ach ja. Wir werden sehen, wo das Ganze noch hinführt. Höchstwahrscheinlich entweder in den Knast oder in die Bahnhofsmission oder unter die Brünne. In diesem Sinne bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer tut um Himmels Willen nicht, was Rainer tut. Medal off.